Guten Tag, ihr Leid. Guckt mal da. Wir haben den Zaubervogel gefunden. Also ich glaube, dass es der Zaubervogel ist. Bin mir nicht ganz sicher. Er sieht zumindest zauberhaft aus, auch wenn er eine Nase hat wie ein Yoshi. Wir gehen mal gucken, oder? Potzblitz. Sehe ich richtig? Zeig mal her. Das ist der Wundervogel. Okay, Wundervogel, Zaubervogel ist dasselbe. Ist das etwa der sagenumwobene Wundervogel? Was mag an ihm alles so wunderlich sein? Würdest du das für mich herausfinden, Yoshi? Okay, dann gehen wir mal gucken. Junge, hat der viele Blümchen zu finden. Da sind wir mal gespannt. Wundervogelhabitat. Ist das der sagenumwobene Wundervogel oder der zauberhafte Zaubervogel? Man weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Bin mal gespannt. So, machen wir ein bisschen schneller. Wunder mich doch glatt, wie lang dieser Ladevorgang ist hier. Aha. So, gucke. Yoshi, genau, erstmal nach links gehen. Ist nix, schade. So, hau hopp, hau hopp, hau hopp, hau hopp. Schön. Schon abends. Oh, ich sehe die Kreatur hier nicht. Yoshi? Wie oft kreuzen sich unsere Wege noch? Was juckt mich dieser Yoshi? Ich will den Wundervogel. Jetzt und sofort. Ja, natürlich, Junge. Aber diese Kreatur ist zu schwer. Dann halt nicht. Ich kann doch das arme Blümchen da rumschmeißen. Na, hoffentlich auf Nimmerwiedersehen. Oh, wenn der wüsste, dass wir ihn gerade gesehen haben. Der hat sich verwandelt. Ja, genau. Das habe ich genauso gesehen wie du. Mhm. Genau, dem zeigen was, oder? Jawohl. Meine Güte, gerade eben noch war diese Butterblume nicht von Artgenossinnen zu unterscheiden. Was ist denn da passiert? Yoshi, denkst du auch, was ich denke? Ich glaube schon, aber wo kriege ich jetzt rosa Badehosen her? Huch. Der Wundervogel kann sich anscheinend in andere Kreaturen verwandeln. Ruf bitte mal das Inhaltsverzeichnis auf. Okay, alles klar, hier haben wir ihn. Wähle in der Übersicht eine Kreatur, in die sich der verwandeln soll. Ein Skirf. Weil da viel Wasser ist, weißt du? Wie ich vermutet hatte. Die Kreatur hat sich verwandelt. Interessant. So, und mit Y kann ich ihn zurückverwandeln. Aber was ist, wenn ich jetzt ihn hier haben will? Kann ich da noch was Bestimmtes mitmachen? Kann man dich essen? Aha. Oh, guck mal. Schmeckt würzig. Du hast den Wundervogel geschluckt und zu einem Ei ist er auch geworden. Versuch mal es zu werfen. Okay. Zack. Kommt er wieder zurück dann. Ja, okay. Kann ich ihn... Hopp. Pass auf, ich werfe es mal nach unten. Zack. Okay, pass auf. Folgendes habe ich vor. So, komm mal her. Okay, ich komme hier nicht hoch. Pass auf. Kann ich das Inhaltsverzeichnis aufrufen? Ja. Und dann brauche ich... gar nicht so lange her. Ein Quudel. Ein Quudel. Er soll sich bitte in einen Quudel verwandeln. Ja, komm her, Quudel. Komm her. Komm her, Quudel. So, jetzt pass auf. Jetzt steige ich nämlich den Wasserfall hinauf. Genau, das ist mein Plan. So. Und oben bin ich. So, prima, Yoshi. Danke. Der Wundervogel und seine Verwandlungskünste haben es dir ermöglicht, den Wasserfall zu überwinden. Ich weiß, habe ich mitgekriegt. So, ich hänge gerade ein bisschen... So, pass auf. Bam. Ich wollte eigentlich da rein, aber naja, geht nicht so, wie ich das wohl hätte. Ich wollte gucken, ob es da noch was gibt. So. Gibt es irgendwas, das wir in eine Bombe verwandeln können? So. Da. Oder warte mal, ich versuche mal noch weiter oben. So. Okay. Da unten ist auch noch Zeug. Da ist eine Muschel. Da unten ist eine Wolke. Okay, jetzt muss ich natürlich mein gesammeltes Wissen... ja, guck mal. Ja, ich habe ein Blümchen gekriegt, das allererste. Also wir bleiben mal hier noch ein bisschen beim Quudel. Der leistet mir nämlich gerade sehr gute Dienste. Aber das ist doch eine Regenwolke, siehst du das nicht?
Ah, es geht natürlich jetzt halt nimmer, weil er leer ist. Kann ich jetzt hier oben... Moment. Nein. So war das nicht geplant. Komm mal her. Und zwar, ich hätte gern... wo ist denn der Regenschirm? Weißt du? Da, den Schwogel. Schwogel, bitte. Also, okay, das ist nicht so gut. So, was ist hier los? Auf links gedreht. Oh, das war ein Versehen. Ah, bleibst du hier. Bleib doch da. Komm wieder her. Komm her. Ja, danke. So. Komm zu mir. Hat da auch irgendwas? Nee. Oh, jetzt sind wir aber tief abgestürzt. Okay, so tief wollte ich gar nicht. Okay, also, pass auf. Komm du mal her. Also wir brauchen jetzt erstmal wieder den Quudel, ja? So. Okay, Quudel, einmal nach oben bitte. Aber nur eins, ein Stockwerk. Okay, ein Stockwerk, danke. So, hier hinstellen bitte. Und jetzt verwandeln wir den Quudel. Wir brauchen was explodiert. Eine Marumba. Oh ja, die explodieren. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. So. Ja, das Problem ist dieser Wasserfall. Da komme ich nicht hin. Ich komme da auch nicht hoch. So. Okay, dann war das nicht das Richtige. Wie kriegen wir denn... Ah, ein Bohrei. Meinst du, ob wir da durchkommen? Nicht. Andersrum. Ah, okay, ja, der Bohrei kann nicht schwimmen. Das ist schlecht. Ich guck mich mal um. Was haben wir denn sonst noch Feines? Irgendwas, was explodiert. Den Spicht vielleicht? Ein Bubbleboom? Ehrlicherweise habe ich ja auch wieder komplett vergessen, was die alle machen, ne? Muss man ja auch mal sagen. So, wir brauchen auf jeden Fall den Quudel. So, jetzt kommt nächster Plan, ist jetzt den Philips zu nehmen. Ja, der kann sich auch... Nein, Philips, bleib. Komm doch hier hoch, Philips. Philips, was ist denn los mit dir? Philips, komm her. Komm, so, ernsthaft jetzt. Komm, du musst mich essen. Ja, genau. Das war's. Er hat schön kaputt gemacht, so. Okay, jetzt brauche ich ganz kurz wieder den Quudel, damit ich da rüberkomme jetzt, so. Na, komm her. Komm hierher zu mir. Sehr schön. So, gut. Und jetzt brauche ich den Bohrei. Ne, den Wildbohrei. Okay, ich hätte ihn schon gern bei mir, ja? Aha, siehste. So ist es nämlich richtig. Oh, okay, jetzt brauche ich... Moment. Da weiß ich doch wen. Einen Turbopust. Einmal Turbopust, bitte. Oh ja, einmal Turbopust. So, siehste. Ich will da auch noch runter. Da gibt es auch noch. Der Turbopust muss aufgeladen werden, gell? So, gucke, jetzt ist er wieder aufgeladen. So. Und jetzt, pass auf. Da will ich... Ah, okay, das geht nicht. So, wie kriegt man denn den da klein? Habe ich schon wieder vergessen. Naja, zumindest können wir noch schwimmen. Ja, noch ein bisschen hier die Sachen hier holen. Aha. So, Hämmer. Fällt mir eben gerade ein. Ich bin ja schon ein bisschen doof, ne? Dann nimm doch den Philips. Dafür ist er doch gemacht. Komm mal her, Philips. Danke. So. Und jetzt pass auf. Spuck mich mal bitte dahin. Okay, so war es nicht gedacht, aber okay. Nein. Bleib. Ach komm, Philips. Mach's mir doch nicht so schwer.
So. Jetzt hat, komm mal her. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Wir zwei beachten, der kommt da gar nicht durch, gell? Okay. Und wenn ich jetzt... Pass auf. Und wenn ich jetzt mit dem Turbo-Pust... Ja? Wenn ich mit ihm jetzt da runtergehe und jetzt umwandle in den Philips, was hältst du denn davon? Ja, guck, der Philips futtert das. So, und jetzt da drauf spuck. Okay, das bringt nichts. So. Na komm, du musst schon... So. Aha, das geht also. Ja, siehst du. So. Und jetzt spuckt man da drauf. Das bringt nichts. So, er hat... ja, er kann es einfach durchspeisen. So. Okay, pass auf. Jetzt wieder zurück zum Turbo-Pupsch. Pust. Sorry. Kommst du her? So. Weil, da unten wurde ja jetzt was... ne, der wurde nur Felsen kaputt gemacht. Okay. Ich dachte, da wäre auch noch was anderes passiert. So, wie kriegt man denn das da jetzt hin, hä? Kann ich schon einfach essen, die Wolke? Nee. Wie krieg ich die Wolke da? Lass mal kurz gucken. Ich brauche was unter Wasser funktioniert, wo ich irgendwie unter Wasser Eier oder so werfen kann. Kugel geht, glaube ich, nicht. Vielleicht ein Bumerang. Ich guck mal. Nicht? Ja, komm mal her. Ich habe gehofft, dass ich den nach unten werfen kann, weißt du? Nee, das geht nicht. Dann ein Dogel. Weil... Komm mal her, Dogel. Also allererst mal. So, jetzt pass auf, nochmal einfach so. Zack, geht nicht. Schade. Oh, es ist so untergetaucht. Ich hab... Pass auf. Ja. Folgende Idee hatte ich. Ja, guck. Weil der kann ja mit seinen Füßen... Jetzt lass doch aber den Fisch in Ruhe. Ja, dann lass mal das gerade so. Ich hab da jetzt keine... Ja, das sieht doch aus wie ein Job für der Wildboar, ey. Findest du nicht? Wie, der Wundervogel ist zu weit weg. Warum, wo ist er denn? Jetzt hat. So. Achso. Nein. So, jetzt verwandel dich und jetzt gib alles. Okay, eigentlich dachte ich, sollst da durchhämmern. Nein, andersrum. Du kannst doch nicht schwimmen. Bist ein bisschen... Hat er vergessen. Da, gucke. Natürlich ist er durchgekommen. Hier ist nichts zu finden. Oh. Hey, Moment mal. Da ist doch der Wundervogel. Gib ihn her. Nee, das ist meiner. Den habe ich selbst gefunden. Drückst du nicht raus? Dann holen wir ihn uns. Okay. Ey. Das zählt nicht. Na, du bist ein Riesenbaby, das zählt nicht. Oh nein! Du gehst nirgendwo hin. Oh weh, da kommen wir, glaube ich, gar nicht durch. Meine Güte, was für ein Riese. Aber echt, hey. Hilfe. Nein, hilf mir mal. So. Da ist jetzt nämlich im Wasser. Hilfe. Kommt der jetzt angeschwebt? Macht mir gar nichts. So, komm her. Ganz oft kriegen wir dich. Zack. Das läuft prima. Ich weiß, dass das...
Ja, das macht nichts. Das ist dieser Böse, guck. Ah, yes. Nein. Geh weg. Ja, das ist mir egal. Da kann ich ja wohl locker ausweichen. Hier, gucke. Komm mal aus dem Wasser raus, du Feigling. Ja, ich hab nichts gesagt. Ja. Oh, ich kann von unten angreifen. Ah, haha. Es sieht nicht gut für dich aus, du Kleiner. Kann er sich ruhig verwandeln in was weiß ich was. Ah. Okay, wir müssen da rüber. Komm mal her. So, jetzt pass auf. Ah, mega Ramattacke. Wo ist er denn? Da. Gleich, nein, nicht ins Wasser. Du kannst doch gar nicht schwimmen, Mann. Hast du das vergessen? Pass auf. Ah, wir haben das Riesenbaby besiegt. Aber so. Sehr schön, hä? Dem haben wir es ordentlich gezeigt. So. Zack. Das Riesenbaby ist wieder ein Baby. So. Junger Herr, euch geht es gut. Joshi vermöbelt mich die ganze Zeit. Mach mich wieder groß, Kamek. Holla. Aber echt, hey. Ach, das ist nur ein Baby-Wundervogel. Das war nur ein Baby-Wundervogel. Ja, genau. Jetzt kriegt das mal ordentlich gezeigt. Hier. Fliehen wir, solange wir es noch können. Ich kann wohl wenigstens vor Papa damit angeben. Immerhin habe ich den Wundervogel gesehen. Ja, komm. Hüpft drauf, macht euch ab. Bei der Mama habt ihr keine Chance, glaube ich. So, ich bin lieber. Ja. Genau. Weg sind sie. Zack. Bowser Junior und Kamek besiegt. Hoho, bravo, du hast sie besiegt. Schön. Oh. Wollen wir noch mal gucken, ob wir da drüben auch noch was finden? Guck, natürlich finden wir da noch was. Da brauche ich... Pass auf. Da brauche ich ein... Schwogel. Ah, ich kann jetzt... Ach, schade. Da kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Ich habe ja gar keinen Wundervogel mehr, der sich in Sachen verwandeln kann. Schade. Naja, kein Problem. Dann gehen wir halt mal gucken. So, die haben wir ja wirklich besiegt. Den haben wir es aber mal so richtig gezeigt, oder? Der hat ja gar keine Zeit gehabt, überhaupt Angriffe zu machen. Sogar als er in seinem Schildkrötenpanzer war, da haben wir einfach von unten in den Bauchnabel rein. Bäm! Mann, sind wir gut. So. Immerhin 3 Blumen von 6. Ist in Ordnung, So, gucke. Uiuiui. Irgendwas genutzt und eine Grinseblume geschnappt. Da haben wir noch, ja, da hätten wir noch viel mehr herausfinden können. So. Diese Insel ist eine Heimat für viele ungewöhnliche Kreaturen. Sie erinnert mich ein bisschen an die Insel, auf der ihr Yoshis lebt. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch Yoshi's Island, sehe ich doch von hier. Kommt es euch nicht auch so vor? Doch, sag ich doch schon die ganze Zeit. Auf mich hört ja wieder keiner, ja? Dürfte ich euch nun um etwas Geduld bitten? Es wird Zeit, dass ich einiges erzähle, was sich in der Vergangenheit zugetragen hat. Oh ja, mach mal. Ja. Meine Geschichte beginnt mit einem Unglück, das sich vor langer Zeit ereignete. Der Mond fiel vom Himmel. Ernsthaft? Er schlug mit solcher Wucht auf den Planeten ein, dass der Aufprall alles verwüstete. Wie das Schicksal manchmal so spielt, hatte aber ein Professor das ganze Unheil vorhergesehen. Um die auf dem Planeten lebenden Kreaturen für die Zukunft zu erhalten, sammelte er sie in einer besonderen Enzyklopädie. Ich habe da so eine Ahnung, wo das hinführt. Und diese Enzyklopädie bin ich. Habe ich mir doch gedacht.
Die Kreaturen, die du auf meinen Seiten erkundet hast, hatten einst auf diesem Planeten ihr Zuhause. Die Rettungsaktion verlief mit solcher Dringlichkeit, dass mir keine Zeit blieb, Einzelheiten über die Kreaturen zu erfahren. Aber mit eurer Hilfe, liebe Yoshis, konnte ich mir wichtige Erkenntnisse über sie einverleiben. So, dafür gebührt euch mein tiefster Dank. Aber wann ist eine Enzyklopädie jemals abgeschlossen? Ich fühle mich jedenfalls etwas unvollständig. Möchtet ihr Yoshis mir vielleicht dabei helfen, das begonnene Werk weiterzuführen und zu vervollständigen? Ja klar, natürlich. Oh, vielen Dank. Mit eurer Hilfe, liebe Yoshis, wird sicher im Handumdrehen eine wirklich großartige Enzyklopädie entstehen. Genau. So, Guti, haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, oder wie sehe ich das? Hat er wirklich noch... Also ja, wir haben ja noch viele Sachen, die wir entdecken können. Da fehlen ja wirklich ganz viele Sachen. Blumen, die wir noch holen. Alleine eben, da haben ja 3 Blumen gefehlt. Was ich da nicht hätte alles noch können machen. Ich habe diese Steinstatue unten rechts zum Beispiel. Das war jetzt gerade das letzte Level, deshalb... die weiß ich gar nicht, wie man die... Doch, die haben wir doch zerbröselt. Quatsch. So, was ist das da? Scurf 10? Was ist 10? Heißt das die meisten Sterne gekriegt oder wie? Oh, das kann natürlich sein. Aber Scurfen war auch irgendwie schön, aber gar nicht mal so einfach zu steuern. Quasi wie im richtigen Leben. So, was ist auf Platz Nummer 9? Auch mit 24. Ein Freak. So. Das ist quasi die Landversion vom Philips, oder? Also die läuft halt an Land rum und Moment, die kann Blasen spucken. Das haben wir, glaube ich, nicht rausgefunden. Aber da lernst du noch Sachen. Nummer 8. Der Elastik. Schöner Name. Gadoing, Gadoing. Oh ja, das war schön. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Auch wenn ich das... Also das habe ich ja auch hingekriegt, aber irgendwie... So alles habe ich dann doch nicht. So, das haben wir auch gemacht. Das war lustig. So. Nummer 7, ebenfalls mit 26 Sternen. Der Nopsi. Jawohl. Ein Notenhopsi. Huch, was ist mit dem da? Ach, der war krank. Dem habe ich was zu essen. Dem habe ich eine Musiknote gegeben. So. Und mit einer Chili schmeißt er dich, glaube ich, weiter nach oben. Ah, ne, fängt an zu hüpfen. Siehst du? Okay, da lernt man ja noch Sachen, wenn man das Ding durchguckt. Nummer 6, auch mit 26, ein Wusselfussel. Ach, das waren diese Blütendinger, die dann irgendwann im ganzen Level rumgeflogen. Ah, guck! So werden die Steine gebrochen. Das habe ich ganz vergessen. Aber wo kriegen wir die her, wenn keine da sind? Auf Platz Nummer 5 mit 28 ein Tutrich. So, ja, das wusste ich noch. Der hat dann getutet. Deshalb heißt er ja Tutrich. Was? Du kannst den Dost geben und dann trinkt der da draus. Das ist auch eine alte Dose. Man weiß, wie alt das Regenwasser da drin schon ist. Nun gut, was haben wir noch? Auf Platz Nummer 4 mit 29 Sterne die Butterblume. Das ist die allererste, die ich gefunden habe, aber habe auch immer wieder später im Level neue Sachen gelernt von der Butterblume. Oh. Moment. Da hat mir ein Blumenschälchen gemacht. Krönchen. Das habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Platz Nummer 3 mit 30 Sternen, das Hula-Huhn. Wobei ich da aber sagen muss, das Level, das war mir eigentlich zu hektisch. Da musste ich zu viel denken und so. Fand ich ein bisschen hektisch. War ein schönes Level, ja, aber war ein bisschen gefährlich, ja. So. Auf Platz Nummer 2 mit 31 Sternen ein Bubble Boom. Ah, das war schön. Es war schwierig, diese Kettenreaktion da hervorzurufen, aber schön. Moment, wenn der einen im Wasser explodieren lässt, dann schwappt das Wasser raus auf die Blume. Ich glaube, das habe ich nicht hingekriegt. Und auf Platz Nummer 1 mit 32 Sternen
Mauli. Okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Da habe ich so viel gesammelt. Ach stimmt, guck mal, so hätte ich auch unter Wasser die Fragezeichenwolke eben gekriegt, wenn ich mich in Mauli verwandelt hätte. Habe ich gar nicht dran gedacht, gell? Macht aber nichts. Wir können ja nochmal in Levels gehen und können nochmal dann gucken. So. Seid ihr wohl auf, junger Herr? Ich glaube, der schläft. Ja. Oh. Lasst uns zur Festung zurückkehren. Ja. Doch wie sollen wir das anstellen? Wie sollen wir das anstellen? Was hat er? Hat er kein Navi dabei oder was ist los? Der ist doch einfach ein bisschen tiefer fliegen, dass er unter den Wolken ist und dann ist doch gut. So. Oh, ich habe ein neues Kapitel zum Inhaltsverzeichnis hinzugefügt. Inhaltsverzeichnis, Moment. Zeig mal her, es gibt ein neues Kapitel. Jesus, ne. Jesus, ne. Es geht noch weiter. Jesus, ne. Ich dachte, wir sind durch. Nun, werte Yoshis, ich habe mir ein paar Werkzeuge einfallen lassen. Ja? Wie wäre es, wenn wir sie ausprobieren? Es gibt hier noch Kapitel 7, Untergrund. Kapitel 8, der Riesenbaum. Kapitel 9, die Mikrowelt. Oh, die hört sich richtig gut an. Und Kapitel 10, den Mond. Okay. Dann würde ich mal sagen, oder? Dann starten wir in einer dieser Welten in der nächsten Folge. Aber für heute war es das. Haben wir auch mal richtig was erlebt. Ist auch eine richtig lange Folge geworden. Und wir haben Baby Bowser platt gemacht. Ja. Mal gucken, ob der uns nochmal über den Weg läuft. Ob er sich das nochmal traut. Werden wir dann rausfinden beim nächsten Mal. Okay? Tschüss.